Ja Leute, ihr seht richtig, endlich geht es weiter mit Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Und falls ihr euch jetzt wundert, was zum Henker mache ich da, beziehungsweise hier auf dem Marktplatz von Hyrule. Das liegt daran, dass wir hier sowieso noch entlang müssen und ich den ganzen Weg vom Kokierdorf bis hierhin einfach ausgeschnitten habe. Ja, so fies bin ich nun mal. Nee, Scherz beiseite. Ja, was mache ich hier? Also im letzten Part waren wir noch am Schluss auf dem Todesberg und haben uns von der großbrüstigen, ja ich erwähne das Wort trotzdem mal, großbrüstigen Fee die Magieleiste geben lassen. Aber sie hat noch etwas erwähnt, dass hier eine gute Freundin von ihr sein soll. Und zwar ist die genau hinter diesem Felsen. Und damit wir da durchkommen, brauchen wir ein paar Bomben. Beziehungsweise eine reicht. Und rein da. Link, hallo. Seltsam. Ging gerade etwas langsam voran für meinen Geschmack. Eine weitere Feenquelle. Na doch, wollte ganz sagen. Ist halt schon wieder eine Weile her, dass ich Master Quest gezockt habe. Boah. Die sieht ja fast genauso aus. Zumindest die Proportionen sind etwa gleich. Ist ja egal. Hallo mein süßer Michael, ich bin die Fee der Magie. Oh, das klingt nicht gut. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Ist das wirklich klug? Ist doch hoffentlich kein Potenzmittel oder so, oder? Ich bin doch noch ein Kind. Nein, Glück gehabt, das ist Deans Feuerinferno. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Du setzt diese Magieattacke mit C ein. Deans Feuerinferno kannst du nicht nur für Attacken nutzen, du kannst damit auch manches in Brand setzen. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuch mich einfach wieder. Juhu! Ja, und das ist nämlich ziemlich geil. Also ich meine jetzt natürlich das mit Deans Feuerinferno, nicht dass wir die Fee wieder besuchen können. Egal. So, das hätten wir geschafft. Jetzt, da wir im Prinzip auf dem gleichen Weg sind, ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Ich trottel. Nehmen wir mal. Nee, geht auch so. Gehen wir halt hier durch. Tür öffnen bitte. Dankeschön. Ja, weil ich habe nämlich etwas überlegt. Und zwar, dass wir diesen Part vor allem damit verbringen werden, verschiedene Upgrades einzusammeln, beziehungsweise Items. Das davon haben wir jetzt gemacht mit Deans Feuerinferno. Jetzt gehen wir zurück zum Marktplatz und holen uns das letzte Upgrade für die Deko-Schleuder. Und dann geht es weiter, dann geht es zurück nach Kakariko. Weiter nach Kakariko, Mann. Zurück nach Kakariko, weil wir haben hier noch 10 Skulltulas, die wir vorzeigen können. Und für 10 Skulltulas kriegen wir eine größere Geldbörse. Wo ist die jetzt? Die ist gar nicht da, na ganz toll. Ja, kriegen wir eine größere Geldbörse. Das ist dringend notwendig, weil 99 Rubine auf einmal nur tragen zu können, ist ziemlich mühsam, glaub mir. Und danach gehen wir noch kurz, ja, wo wollte ich denn eigentlich nochmal hin? Ah ja genau, zurück nach Goronja, denn da kriegen wir noch ein Upgrade für die Bombentasche. Aber wie gesagt, erstmal gehen wir hier rein. Schießbude. Und ich hoffe, ich schaffe das beim ersten Mal. Nämlich nicht immer so. Willst du ein Spielchen fangen, Kleiner? Es kostet dich nur 20 Rubine. Okay, das ist nur was für echte Kerle, die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Steine sind Rubine. Schieß mit B, fertig, dann los und viel Glück. Oh Mann, es kann was werden. Mann, die Steuerung! Ah! Gut, dann verbringe ich halt den Teil mit etwas Zielen üben. Okay, es geht langsam wieder. Ja! Jetzt die auf der Seite treffe ich. Seltsam. Ist auch nicht immer so. Ah, verdammte, bin ich ein Loser. Du brauchst offenbar noch etwas Training. Überbleiben kommt wieder, Alter.
Wie so ein Spielwagen, das kostet dich nur 20 Rubine. Und die Mucke geht mir langsam auf die Nerven, denn es ist ein richtiger Ohrwurm. Ja, ich weiß, wo das schießt. Oh, verdammt. Komm schon! Oh, dieser blöde Controller, ey. Nein, nicht schon wieder! Ich sag euch eins, auf dem 3DS ist das viel einfacher, hey. Reagiert auch besser. Ups. Okay, ziehen kann ich wirklich nicht mehr. Überfleiß, ja. Keine Sorge, Leute, das wird schon wieder. No panic auf der Titanic. So, was war der jetzt? Hier. Jetzt kommt der da. Geht doch, so jetzt noch die oben. Ich ganz vergessen. Nein! Ah! Ich hatte es doch schon fast. Meine Fresse. Ja, und so schlecht war es auch gar nicht für das dritte Mal. Verdammt, normalerweise sind doch alle guten Dinge drei. Ah, cool, er gibt es eine extra Runde. Er gibt uns einen aus, haha. So. Mann. Wow. So, jetzt noch den. Nein! Ah! Die Finger ausgerutscht. Verdammte Scheiße. Okay, die Schafe rein problemlos. Die sind so gesehen auch nicht weiter schwer. Nö, zu früh. Fast nur gut, du darfst nochmal versuchen. Dankeschön. Und, jawohl, so jetzt den da. Ah! Dieser Gamecube-Controller ist einfach zu sensibel, ich krieg die Krise. Nein! Ah! Nehmen wir noch einen. So, die sind im Prinzip kein Problem mehr. Ja, nochmal 20 Rubine. Ich will ja nicht den ganzen Part verbringen, Mann. Das ist total fail, was ich hier mache. Oh nein. Komm schon, dankeschön. Was, Mann? Diese scheiß Steuerung, ey. Ne, ehrlich, es ist totale Katastrophe. Mehr Training, ja, schon gut. Was? Okay, Freunde, jetzt reicht's mir. Ich schneide den Rest. Bis gleich. Jawohl, geht doch! Meine Güte, hey. Einfach mal das Maul halten und konzentrieren. Ah, Freunde, wieso nicht gleich so? Keine Ahnung. Egal, wir haben es jetzt geschafft. Ja, vielleicht noch kurz was zum Erwähnen. Oh, bevor ich das vergesse. Hier noch schnell rein. Eine Maske holen. Die können nämlich gleich noch gebrauchen. Eine Fuchsmaske, ganz genau. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bringen. Für diejenigen, die Majora's Mask gespielt haben, da wäre ich mir nicht so sicher. Wärst nicht auch du gerne ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske. Du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Ah, linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wird auch du glücklicher sein. Vertrau mir. Ist der immer so ein Grinsen haben aus? Fuchsmaske, Preis 10 Rubin, der letzte Schrei, sehr angesagt, ja. Gib schon her, Alter. Die Fuchsmaske. Wie soll ich die jetzt nehmen? Ja, schon gut. Es wird sich schon ein Käufer finden, ja. Ja, wegen den Masken. Die sind nämlich dazu notwendig, um das Spiel zu 100% abzuschließen, denn es gibt noch 2 Upgrades, die wir nur mit 2 bestimmten Masken erhalten. So, und für all diejenigen, die auch solche Probleme hatten wie ich mit der Munitionstaschen, denen mal das Geld ausgehen sollte, hier gibt es, hatte ich gesehen, unendlich Rubine. Geil, wa? Aber egal. Wir wollen ja endlich weitergehen und zwar der nächste Stopp
ist nun endlich Kakariko. Und den Laufmarsch nach Kakariko, den werde ich nicht schneiden, keine Sorge. Den werden wir so gemütlich zurücklegen. Gemütlich vermutlich nur mehr oder weniger, weil jetzt dürfen bald die Skelett-Zombies auftauchen, was auch immer das sein soll. Und kann schon ein paar. Ja, da ist schon der erste. Das kopflos. Ist das geil, egal. Interessiert mich nicht die Bohne. Ganz ehrlich gesagt. Kakariko. Sind wir still bei Nacht, wa? Das Emo-Kind ist auch jede Nacht hier. Betreten wir also endlich mal das Skulltula-Haus. Denn sobald man 10 Skulltulas gesammelt hat, ist einer der hier Anwesenden vom Fluch befreit. Oder wäre rechts, oder? Genau, der hier. Der Fluch ist von mir genommen. 1000 Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die große Börse. Jetzt hast du eine größere Geldbörse erhalten und kannst insgesamt 200 Rubine tragen. Auch nicht schlecht, hm? Das nächste Update bekommen wir... Das nächste Item, in dem Fall Item, ja nicht Update, bekommen wir dann mit 20 Skulltulas und das war, soweit ich weiß, der... Moment, was war das? Der Stein des Wissens oder sowas ähnliches jedenfalls. Doch, Moment mal, der Stein des Wissens, das wäre das Rumble Pack auf dem 64er. Das sollte zumindest dementsprechend. Weil auf dem 3DS ist es ja eigentlich die Schärpe des Wissens oder irgendwie so etwas. Genau, Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr. So, die Fuchsmaske noch. Weil die müssen wir dem Typen hier zeigen. So. Ah, denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne, Kleiner? Hey, ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt, wenn du meinst. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... ja? Würdest du mir verkaufen? Ja, von mir aus. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Du siehst bescheuert aus. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Fuchsmaske. Die Fuchsmaske, für die du 10 Rubine bezahlen musst. Was, für die du 10 Rubine bezahlen musst? Test. Für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn erwirtschaftet. Ha! Wirklich ein seltsamer Satz. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musst. Ich hab's ja schon bezahlt, nicht ein... Grammatik wieder mal, hey, geh nun zum Maskenhändler zurück, gib ihm seine Rubine. Ja, schon klar. Aber bevor wir das machen, gehen wir noch schnell zurück nach Goronia und holen uns das Upgrade für die Bombentasche. Das Upgrade für die Bombentasche. Mann, was ist heute los, ey? Liegt das vielleicht daran, dass er heute einen Termin beim Zahnarzt hat und deshalb meine Zunge noch etwas verknotet ist? Moment mal, ist die etwa auch noch hier? Lass mal gucken, denn ich habe eine Skulltula gehört. Oder brauche ich dafür... mal schnell schauen. Ist das echt? Verdammt, das reicht nicht. Wir brauchen also einen Boomerang dafür. Ein Rückwärtssalto? Nee, ich will es nicht riskieren. Leute, diese Skulltula holen wir uns ein anderes Mal. Jetzt aber wirklich im Eiltempo auf nach Goronia. Denn die Zeit läuft uns auch wieder davon. Fahrt es gleich vorbei oder ich habe schon überzogen, keine Ahnung. Ja, doch, also auf eine Uhr hätte ich noch etwa eine Minute. Was soll's, überziehe ich halt den Opfer etwas. Ja. Ich will so ein Corona. Uah, das war knapp. Was ist jetzt eigentlich hier drunter? Fragen über Fragen. Was zum... Ja, 50 Rubine. Ich dachte schon, es wäre irgendwie Bomben oder sowas drin, aber nee. 50 Rubine. Nur könnte man sagen. Ja, im Prinzip schon, aber dieses zusätzliche Geld können wir vielleicht schon bald sehr gut gebrauchen. So, wo war jetzt dieser Fette? Genau hier unter mir rollt er durch. Und ich renne auch noch voll rein, hey. Falls ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich mal gemacht habe, aber ich glaube in einem der vorherigen Parts
habe ich diesen Typ hier mal mit einer Donnerblume gestoppt und der hat sich einfach nur beschwert, sonst nichts. Die anderen sind nämlich wirklich so, weil nur wenn wir eine normale Bombe legen... Verdammt, das war zu früh! Die brennt ja früher als die Donnerblume. So, sobald wir den mit einer normalen Bombe stoppen, dann passiert das Magische. Das müsste etwa hinhauen. Ja klar, willst du mich verarschen? Geht doch. Also Dicker, was willst du? Beziehungsweise, was bekomme ich? Hey, warum hast du mich... Oh, Alter, hat der eine andere Stimme. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön in Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Musst du auch mal versuchen, sobald du eine Maske in Majora's Mask gehalten hast. Lass mich jetzt weiterrollen. Okay. Was? Was so? Ich habe ihn doch angehalten. Hä? Seht ihr, das klappt doch. Was ist denn los, ey? Klappt das noch gar nicht? Moment mal. Bombentasche nur 20. Okay, Leute. Wartet mal kurz. Leute, ganz ehrlich. Wie doof kann ein einzelner Mensch eigentlich sein? Ich meine, wie oft spiele ich dieses Spiel schon? Beziehungsweise irgendeine Art oder irgendein Ableger von Ocarina of Time. Ganz genau. Wie oft habe ich das Spiel schon 100% durchgespielt, abgesehen von Master Quest? Ganz genau, fast jedes Mal. Und jedes Mal vergesse ich aufs Neue, dass man den Gerode nicht da drüben anhalten muss, sondern hier hinten. Wieso tut die mir das an? Ich weiß, der berühmte Vorführeffekt, aber... So, kommst du bald mal. Komm schon. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich will eigentlich nicht mehr quatschen. Du bist mutig. Du bist mutig. Das soll belohnt werden. Nimm dieses Zeichen meiner Anerkennung. Und die größere Bombentasche. Endlich. Meine Güte. Das hat definitiv zu lange gedauert. Der rutscht wieder hier entlang. Und wir werden wieder getroffen. Wieso auch nicht? Wir haben ja nichts anderes zu tun, als uns über den Haufen rollen zu lassen. Ja, also gut, im Großen und Ganzen war es ein kompletter Fehlpart. Wir haben zwar eine größere Bombentasche, eine größere Munitionstasche und wir haben nach Deans Feuerentferner geholt. Wir haben eine Maske verkauft, sehr schön. Und. Was haben wir sonst noch alles getan? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Doch, genau. Wir haben die 10 Skulltulas noch vorgezeigt und dadurch eine größere Geldbörse erhalten. Wir können jetzt bis 300 Rubine tragen. Fett, wa? Trotzdem war es ein Scheißpart aus meiner Sicht. Ich habe sowas von gefehlt. Im Prinzip müsst ihr den ganzen Part nochmal neu aufnehmen, aber wisst ihr was? Ich habe keinen Bock dazu. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Ihr wisst jetzt, wo ich den Fehler gemacht habe und ich hoffe, ihr macht den gleichen Fehler nicht auch noch. Und wir sehen uns im nächsten Part. Oh Mann, ey. Ja, Link, du sagst es.